Ich bin der Trollkönig und wir befinden uns hier in General Trollamatico. Jawohl, so heisst mein Städtli. Und ja, während wir dem Sonnenaufgang zuschauen und unsere Stadt da langsam aber sicher aufwacht, bin ich mir noch mal überlegen, was ich jetzt als nächstes geplant habe. Irgendetwas, was ich da machen wollte. Ah ja, jetzt, ich erinnere mich. Und zwar, ich muss mal da schauen. Wir haben da natürlich noch nicht allzu viel freigeschaltet. Wir haben bereits einen Taxistand, den haben wir da mit diesen zwei Depots. Und ja, jetzt ist es wird ein bisschen problematisch, oder? Es ist eben so. Ich würde gerne ein weiteres Gebiet haben. Nur das Problem ist, welches? Wenn wir eher nach auf oder eher nach runter? Ich denke, ich würde es jetzt so machen. Tendenziell. Tendenziell würde ich eher sagen, wir gehen nach rauf. Nein, nach oben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also gehen wir mal schnell ins rudimentäre Planen rein. Wir haben hier unsere Anfangsstadt und ich muss mir jetzt langsam aber sicher anfangen Gedanken darüber machen, was ich das Gebiet aber als sozusagen Industriegebiet oder was ich das Gebiet da unten als Industriegebiet? Das finde ich eigentlich noch eine wichtige Frage. Jetzt rein theoretisch würde ich sagen, das da aber wird mein Industriegebiet. Weil da unten haben wir relativ saubere Industrie. Dann. Wir haben einen Forstbetrieb da. Wir haben Agrarzeugs da. Da hätten wir zwar noch, was ist das? Erz. Kommt wir überhaupt so weit? Ja, mal. Kommen wir wahrscheinlich schnell über. Aber ich würde trotzdem eher nach oben. Jetzt ist die Frage, wie wollte ich das machen? Momentan wir haben noch nicht so viel Geld auf der höheren Kante. Darum ist es jetzt sowieso noch kein Thema für jetzt im Moment. Ich gehe mal auf Schnellvorlauf, ich kenne das Spiel. Aber trotzdem, also irgendwann mal wird das, die Verschmutzung da immer grösser und grösser und grösser und untragbar irgendwie früher oder später. Und darum muss ich mir jetzt schon einfach Gedanken machen darüber, wie ich da meine Stadt weiter aufbauen. Ich habe gerade ein neues Gebäude freigeschaltet. Ich habe genug Geld für ein neues Gebäude. So sieht es aus. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir doch unser Busdepot hier irgendwo. Jetzt ist die Frage, wo denn genau? Ja, das ist jetzt eigentlich wirklich eine gute Frage. Wir müssen uns mal die ganze Verkehrssituation mal durch den Kopf gehen lassen. Also diese Straße da, aus der möchte ich eigentlich gerne auch so eine grosse Busstraße machen. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, was für Gebäude sind da an dieser Straße dran. An und für sich keine größeren Gebäude, die wir selber gebaut haben. Das heisst, im Grunde genommen kann ich da sagen, schau jetzt, Junge, das müsste... Nein, da geht es nicht. Und zwar, weil... Wir haben eine Polizeiwache da. Okay, das ist keine grosse Sache. Wir nehmen die Polizeiwache und setzen sie, wieso nicht, da runter. Bam. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wie sieht es denn da aus? Da würde ich es wieder gehen. Da geht es bis fast hinten. Da haben wir noch den Park. Müssen wir mal schnell schauen. Wie sieht denn das aus mit dem Park? Das ist ein grosser Park, okay. Dann tun wir doch den auch verschieben. Und zwar würde ich den dann gerne da runter verschieben.
Es tut mir leid, liebe Einwohner, aber keine Angst, ihr bekommt wieder einen Park da oben. Das ist kein Thema natürlich. So, dann die sagen, tun wir die Straße mal upgraden. Wahrscheinlich werde ich jetzt bald keinen Stutz mehr haben. Wieso dass die Straßen auch upgradet werden, ich weiß es nicht, aber okay, der ist halt so. Aber jetzt haben wir mehr oder weniger so einen Rundkurs gemacht. Die würde ich auch gerne noch als die Busstraße haben. Da geht es wieder nicht, weil wegen dem Park da natürlich, der Park. Dann würde ich sagen, versetzen wir doch den Park einfach um 2 Felder. Ja, wir sehen es dann. Wir werden sowieso die gesamte Stadt mal wieder einmal ausbauen, sobald wir genug Stutz dafür haben. Ist ja klar. Jetzt können wir dann eigentlich wieder... Ja, ich weiss, es kostet immer, aber es ist mir gleich. Es geht um die Ästhetik. Dings. Ich kann... Ja, er ist eigentlich gut gebaut. So, jetzt habe ich da irgendwelche Gebiete kaputt gemacht. Habe ich irgendwelche Gebiete kaputt gemacht? Jein. Nicht so wirklich, aber doch ein bisschen. Also tun wir da wieder alles schön ausmäkeln, dass alles schön tipptopp wird. So, da sieht eigentlich alles gut aus, bis da wo der Park war. Da machen wir jetzt auch wieder schön das Wohngebiet hin. Dann passt das eigentlich. So, ja, wieso haben wir jetzt die ganze Mühe auf uns genommen? Natürlich sind zu wenig Stutz. 30'000 kostet mich das Ganze. Dann warten wir halt einfach, bis wir die 30'000 drin haben und dann muss das Ganze funktionieren. So einfach ist das. So, dann möchte ich gerne eigentlich die Straße hier weiterziehen und zwar irgendwann mal bis ganz runter. Aber vorerst geht das natürlich nicht. Darum tun wir jetzt die Straße hier. Würde ich jetzt gerne zum noch schauen. Das müsste eigentlich bis da sein. Gehen wir noch eins weiter runter. Zack. Und ja. Wie mache ich das jetzt genau? Ich müsste eigentlich aus dieser Straße noch eine Busstraße machen. So eine grosse. Das geht auch. Dass wir einen Rundkurs haben. Es geht mir ja darum, dass wir einen Rundkurs haben. Da geht es natürlich nicht und da geht es natürlich auch nicht. Und zwar... Ah ja, ich sehe schon, wo das Problem liegt. Und zwar einerseits an dem da. Der muss da rauf. Muss der da überhaupt stehen? Der könnte eigentlich auch da stehen, theoretisch. Und das Teil da, das müsste um 1... Gebäude. Muss um 1 rauf. Und dann können wir dann einfach sagen, zack, zack. Und wir haben sozusagen wieder einen Rundkurs für unsere Buslinie. Ja, jetzt anfänglich würde ich mal gerne die Buslinie einfach mal so aussen rum keiben lassen. Und in der Zwischenzeit tue ich doch da wieder mit der kleinen Straße Verbindungen machen. Und zwar, wieso nicht längliche? Einmal, zweimal und dreimal. Dann haben wir wieder schön viel Fläche dazu gewonnen. Machen wir das so. 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 Und so. Da bin ich zufrieden damit. So. Gut, jetzt müssen wir wieder warten, bis wir 30'000 haben. Das wird aber kein Problem sein. Das wird relativ schnell gehen. Wir haben ja eine relativ gute Infrastruktur für unsere Stadt, jetzt schon. Aber, also, was müssen wir alles machen? Wir müssen sicher mal den Ein- und Ausweg aus unserer Stadt optimieren. Und ja, ich weiss, dass das Teil voll ist. Ich muss mehr Einwohner haben, damit ich dort ein Upgrade bekomme. Und zwar kann man das schon bei der nächsten machen. Ja, bei der nächsten können wir die Müllverbrennungsanlage machen. Das heisst, wir brauchen 7500 Einwohner. Aber ich denke, das werden wir schnell, oder relativ schnell erreichen. Natürlich fehlt da noch das Wasser. Das ziehe ich da jetzt gerade mal schnell.
ist das Problem auch erledigt. Wie sieht es aus vom Strom? Vom Strom her haben wir genug. Wasser haben wir genug. Läuft. Ja, wir haben, was ist das da? Eine Arztpraxis. Ja, wieso eigentlich nicht? Wir haben doch da unten noch eine Arztpraxis. So. Sind auch alle zufrieden schön. Tipptopp. Ein Friedhof. Haben wir da unten einen Friedhof haben? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie sieht es aus mit der Feuerwehr? Die Feuerwehr hat eigentlich eine recht gute Konnektivität, würde ich jetzt mal sagen. Das sieht eigentlich gut aus. Polizei, ja, das Polizeigebäude vielleicht da. Wieso nicht? Schulen. Ja, man habe ich jetzt fast gedacht, dass die Schule nicht ganz bis da überall hinlangt. Ich habe jetzt momentan kein Geld für eine Schule, aber ich denke, das wird etwas vom Nächsten sein, was ich machen werde. Ich habe wieder ein bisschen Geld aus dem Fenster rausgerührt. Aber ja, das Einkommen sieht eigentlich immer so leid aus. Ich denke, das müsste funktionieren. Hoffe ich jetzt einfach. Gehen wir mal davon aus. Jo. Dann, was wird noch passieren? Ich werde irgendwann mal die Straße, wieso das auch immer die keine Busstraße ist. Ich nenne jetzt die einfach mal Busstraße. Die heißt, wie heißt die denn richtig? Die heißt sechsspurige Straße mit Busfahrspuren. Und die möchte ich ja eigentlich schon gerne durchgehend haben. Weil ich die ja gerne möchte auch noch weiter runterziehen, dass sie irgendwann mal da unten ankommt. Könnte ich eigentlich jetzt schon machen, wollte ich aber nicht, weil ja, eigentlich spare ich ja. Ich bin ja am Sparen. Und übrigens, ein kleiner Irrtum von mir, den ich jetzt unbedingt muss korrigieren, respektive berichtigen. Ich habe mich ja mal eins darüber aufgeregt, dass da, was sehen wir das da noch? Der ganze Trick mit, das ist, ich muss das letzte haben. Da. Nein, das ist nicht da, wo ich wollte. Ist es da gewesen? Da mit dem Velo. Und ich gesagt habe, schau, jetzt kann ich endlich Velo-Dings machen. Da. Förderung des Fahrradfahrens. Ist jetzt so bei der Richtlinie drin. Das Problem ist, wenn ich jetzt auf die Richtlinie gehe, wieso bin ich jetzt da, wieso komme ich da nicht auf die Richtlinie? Wieso komme ich da nicht auf die Richtlinie? Ja nun. Wie auch immer, also wenn ich jetzt da wieder auf die Richtlinie gehe, habe ich mich jetzt ein bisschen aufgeregt, dass mir das nicht angezeigt wird. Das Problem ist, das ist nicht bei der Richtlinie, sondern bei der, es hat ja die 3 Reiter. Ich muss mal schauen, wieso geht denn das nicht da jetzt? Jetzt regt es mich gerade wieder ein bisschen auf. Dann gehen wir halt da mal schnell in das Gebiet rein. Ich spiele das da, Richtlinie. Ich komme nicht rein. Na toll! Wieso komme ich da nicht rein? Vielleicht weil ich da auf dem falschen Dings bin. Nein, die Großstadt. Mal. Da. Vielleicht geht es jetzt. Was mache ich falsch? Wieso geht das nicht? Ja, natürlich möchte ich das Spiel fortsetzen, aber wieso sehe ich das? Ist jetzt gleich. Ich habe jetzt momentan andere Probleme. Das schauen wir dann an, wenn es dann soweit ist. Natürlich. Also das scheint zu funktionieren. Das funktioniert ja auch. Wieso funktioniert das andere nicht? Oder sind die Richtlinien gar nicht freigeschaltet? Das kann natürlich auch sein. Das Budgetfenster ist mal drin. Ui! Herzlichen Glückwunsch, geschäftige Kleinstadt. Ich habe wie viel? 4600 Einwohner erreicht. Heisst, ich kann jetzt hier die Sachen bauen. Ich kann eine Autobahn machen mit Lärmschutzwand. Zweispurige Straße mit Bäumen. Vierspurige Straße mit Bäumen. Bla 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 bla. Sogar die sechsspurige mit Bäumen können wir machen. Die sind alle tipptopp. Sechsspurige Straße mit Fahrradwegen. Schau, die habe ich jetzt noch nie gesehen. Lustig. Gibt es denn auch zwei Sprünge mit Fahrradwegen? Tatsächlich gibt es. Ja, du, dann will ich doch die irgendwann mal machen, früher oder später. Vielen Dank für das. Der
würde ich einfach sagen, all die kleinen Straßen werden früher oder später durch das ersetzt. Jetzt haben wir gerade Geld bekommen. Darum wichtig jetzt. Was soll ich wollen? Nein, Schulen. Schulen finde ich fast wichtiger als alles andere. Darum würde ich doch gerne da unten eine Schule machen. Vielleicht gerade so da. Wieso auch nicht, oder? Aber wieso ist... ach so. Ich sollte es noch einschalten, das Ganze. Irgendwie tut es mir gerade ein bisschen buggy, das Spiel. Wieso komme ich da nicht in die Richtlinie? Ah, jetzt geht die Richtlinie auf einmal wieder. Wieso auch immer die vorher nicht funktioniert haben. So, die sehen wir bei der Stadtplanung. Da, bei der Stadtplanung sehen wir Förderung des Fahrradfahrens. Bam, das machen wir doch. Um schon mal den Verkehr ein bisschen wegzubekommen. Okay. Und jetzt hätte ich noch gerne einen Busbahnhof. Respektive ein Busdepot. Jetzt ist die Frage, wann machen wir das? Ich würde das gerne da irgendwo in der Nähe von der Industrie haben, weil es hat doch einen recht grossen Lärmpegel. Da kann ich es nicht, ist es nahe an der Grenze. Da würde ich es gehen, würde ich aber etwas abreißen. Da würde ich es auch gehen. Ich würde sagen, machen wir es da. Da also, zack. Busdepot gemacht. Wieder mal viel Geld. Aus dem Fenster rausgerührt? Nein, aus dem Fenster rausgerührt ist es nicht. Definitiv nicht. Jetzt haben wir schon, momentan ist kein Bus in Verwendung. Ja, natürlich haben wir noch gar keine Buslinie deklariert. So, und jetzt würde ich gerne da. Schau jetzt. Machen wir da. Da. So, schätzungsweise 500 Meter oder so, keine Ahnung. Ja, ist was von da, das ist schon richtig so da. Nein, der letzte war falsch gewesen. Jetzt muss ich das ganz gescheit machen. Der muss da runter, da runter, da runter. Von mir aus so, so, so. Dann da hoch. Ja komm, egal. Gehen wir da hoch. Da hoch. Und Linie beenden. Und dann machen wir noch eine kleine Buslinie. Würde ich sagen, sozusagen für den inneren Kern. Würde ich sagen, da. Nein, warte, das war blöd gewesen. Wir müssen das auf der anderen Seite machen. Da. Da. Jetzt da hoch. Da hoch. Da rüber. Zack. So, und dann ist das da auch wieder abgeschlossen. So, jetzt haben wir zwei Buslinien. Die äußere und die innere sozusagen. Und das müsste eigentlich schon recht gut funktionieren. Wo sehen wir unsere Busse? Da sind unsere Busse. Hallo. Und die sollten jetzt natürlich relativ gut durch den Stau kommen. Und wir sehen aber, es hat schon Leute, die den Bus tatsächlich nutzen. Das gefällt mir doch. Also jetzt haben wir da gewesen, wir haben die Förderung der Velos. Und für das würde ich jetzt doch gerne da bei den kleinen Straßen die Straße machen mit den Velostreifen. Wo habe ich jetzt die gehabt? Da. Mit Fahrradwegen, genau. Tun wir die aufwerten. Und zwar, jetzt muss ich mal schnell schauen, das sind alle die kleinen Straßen. Nein, das wird teuer, aber hey. Machen wir nichts Blöderes. Ich muss mal schauen, dass ich die grossen Strassen nicht wegmachen, dann aus Versehen. Könnte alles mal vorkommen. So. Ja komm, das kann man auch so machen, genau.
Die war sowieso falsch gebaut dort. Die habe ich aus Versehen ja beim Überziehen upgraded gehabt, was ein Fehler war. So. Jetzt haben wir hier schon mal Straßen mit Velostreifen, das finde ich schon mal sehr angenehm. Das ist jetzt der obere Teil, jetzt kommt der ganze untere Teil noch. Das wird teuer, glaub's. Jetzt muss ich schauen, also die Straße, die Straße noch. Dann die haben wir schon. Dann kommen wir die Straße dran. Dann kommen wir bis da runter. Querstraßen auch. Alle zusammen. Ich habe garantiert irgendetwas vergessen. Und wenn nicht, dann ist es in Ordnung. Okay. Könnte man jetzt sagen, das ist Geldverschwendung? Aber ich würde es einfach ausprobieren. Bringt das etwas, ja oder nein? Ich spiele jetzt tatsächlich zum ersten Mal mit dem DLC. Und all diese Möglichkeiten, die man jetzt hier hat, neu. Und darum würde es mich schon recht wundern, ob das etwas bringt. Ob das irgendwie den Verkehrsfluss verbessern, verschlechtern. Bei mir wird es sehen. Ich bin echt gespannt. Das ist momentan sozusagen wie ein kleines Experiment, das wir da am machen sind. So, wir sehen, es wird sicher schon mal genutzt. Von Leuten. Fahrrad von der Emma Blackwell. Waldland Residenz. Apotheke. Okay. Ein Erwachsener, der zu der Apotheke fährt. Ist schon mal ein Erwachsener, der nicht mit dem Auto zu der Apotheke fährt. Wir sehen, es wird genutzt. Schaut mal an, wie viele Velos das da jetzt da plötzlich unterwegs sind. Das finde ich recht cool. Ganz ehrlich. Ich finde das ziemlich cool. Und hat es schon weniger Verkehr auf der Straße? Nicht sicher, aber irgendwie so. Fürs gute Gewissen sage ich jetzt einfach mal ja, es hat etwas gebracht. Und wir sehen auch die Busse, die sind immer schön da unterwegs, das finde ich auch sehr gut. Taxis sehe ich wenig, das ist glaube ich gerade eins. Ja, das ist eins. Okay, das funktioniert also auch mit den Taxis. Das gefällt mir doch, das gefällt mir doch. Und irgendwie tut es mir tatsächlich, dass wir viel weniger Verkehr haben jetzt gerade. Wäre ja schön, wenn das so würde bleiben. Ja, das ist voll das Ganze da. Das tut mir auch sehr leid. Kann ich das eigentlich? Kann ich da? Nein, das ist aber erst beim nächsten Upgrade, den ich bekomme bei 7500 Einwohner. Das heisst, wir müssen noch ein bisschen Einwohnergebiet machen. Wohngebiet. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Dann würde ich sagen, ich baue gerade mit diesen Straßen, wieso auch nicht? Also von da aus. Eins nach oben. Machen wir wieder den altbekannten Trick. So, jetzt eins über runter. Mal schauen, funktioniert denn das dort überhaupt noch? Wird immer gesehen. Ja, da kann noch gebaut werden, das ist auch sehr gut. Ach nein, komm, da tun wir nicht mehr anbauen, das sieht eigentlich in Ordnung aus so. Den würde ich noch gerne schliessen. Dann da den über. Da ein grösseres Gebiet wieder machen. Dass man auch die Möglichkeiten lässt, zum größere Gebäude dann anzustellen. So
vielleicht ein bisschen Richtung Hochhäuser. Also da wird sicher kein Industriegebiet hinkommen. Das wird dann ein bisschen gehobenere Wohngebiet. Da fehlt natürlich noch Wasser. Das ziehe ich jetzt. Wasser sehr wichtig. Wenn nicht sogar lebensnotwendig. Also sogar noch über die Straße raus. Das ist doch einfach, oder? Ist doch das. So, das ganze Gebiet hat jetzt auch schon Wasser. Da kann man es anfangen füllen mit Wohngebiet und Dingsbums-Gewerbe, Zonengebiet und sowieso und überhaupt. So, und bevor da wieder Häuser reinkommen, mache ich doch hier gerade noch Parks rein. Da ist ein schönes Parkli. Und da ist ein schönes Parkli. Ja, das soll mal länger. Die brauchen dann auch Strom und alles. Bei dem lange der Strom nicht einmal rein. Einmal jetzt, oder? So, jetzt wird gebaut. Und danach kommt da unten vielleicht auch noch mal so etwas rein. Nachdem wie das Bedürfnis da noch ist. Da wird eine Gewerbezone. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Und da habe ich hoffentlich alles zufriedene Bürger. Hoffentlich. So, dann ja, es steigt und das Einkommen, das ist auch nicht schlecht. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Da haben wir schon 192 Bestattete. Und da ist schon wieder 55% voll, das ist doch auch wunderbar. Nicht. Das heisst fast, ich müsste da irgendwie auch noch etwas machen. Da wir können natürlich über die normale Straße. Und das geht natürlich nicht. Das geht auch nicht. Also heisst das, ich muss irgendwie ein bisschen drumherum bauen. So. Ja. Ja, natürlich. Muss ich das schnell so machen. Sonst hat ein grosser Teil von meiner Stadt keinen Strom mehr. Das wäre auch sehr schade. Nein, die müssen eigentlich Strom haben. Sie haben Strom. Gut. Dann können wir das hier abreißen. So. Und dann haben wir da schön viel Platz für noch mehr Industriezonen. Machen wir einfach Asphalt. Das müsste für den Anfang mal länger, denke ich, hoffe ich. Ja, dann machen wir da nachher noch ein bisschen etwas rein. Zack. Und das wird auch schon genutzt. Sehr gut. Okidoki dann. Läuft doch das. Wieso habe ich das gemacht? Ganz einfach, wir brauchen eine weitere Mülldeponie. Tatsch mal da hin. Dann machen wir halt noch ein bisschen mehr Industriezonen. Wenn ich dort jetzt wieder ein bisschen weggenommen habe. Ja genau, Wasser bräuchte jetzt noch. Das soll jetzt bekommen. Zack. Das müsste eigentlich lange. Ja, das langt schon. Ich finde, das langt. Ja, okidoki. Ja, ich weiss, für diese Folge haben wir nicht sehr viel gemacht, aber wir sind doch wieder ein Stückchen weitergekommen. Wir haben ziemlich alle Straßen upgradet, auf dieser Seite jedenfalls, wo das Wohngebiet ist. Das Industriegebiet haben wir ein kleines bisschen vergrößert. Und ja, wir hoffen jetzt einfach, dass wir bald auf 7500 Einwohner sind, dass wir die Müllverbrennungsanlage bekommen, das ist doch sehr wichtig. Weil ja, mit diesen Mülldeponien, das kann es auf Zeit und Dauer raus nicht sein.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das hoffe ich doch immer und sehr. Wenn nicht, schreibt doch einfach mal etwas in die Kommentare. Würde mich auch sehr darüber freuen. Glaubt mir, ich lese alle Kommentare. Immer. Wieso habe ich keinen Strom? Wieso habe ich keinen Strom? Oh. Wir haben zu wenig Stromproduktion. Sehe ich gerade. Weil das Kraftwerk brennt. Ja, no. Gut, ob das gelöscht wird oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ciao zusammen.